Würde es nicht lange, wenn wir nur ein Nasenloch hätten? Diese Frage hast du dir sicher noch nie gestellt. 4. Stock. Aber es ist ja schon interessant. Ich meine, bei den Augen macht es Sinn. Wir brauchen 2 Augen, damit wir räumlich sehen können. Auch bei den Ohren macht es durchaus Sinn, dass wir auf jeder Seite vom Kopf ein Ohr haben und so zuordnen können, von welcher Richtung das ein Geräusch kommt. Aber eine Nase haben wir nur eine. Und wir haben auch nur eine Luftröhre. Was sollen also die 2 Löcher? Long story short, nein, es ist natürlich nicht komplett überflüssig, dass wir 2 Nasenlöcher haben. Und bei der Begründung geht es in erster Linie nicht ums Schnaufen, sondern ums Schmöcken. Um das nachvollziehen muss man zuerst wissen, dass unsere Nasenlöcher ihre Arbeitszeit aufteilen. Sie tun sich nämlich immer mal wieder abwechseln und es kommt immer mehr Luft durch das eine als durch das andere Nasenloch. Probier das doch gerade mal aus. Und hast du gemerkt, oder? Durch das, dass im einen Nasenloch die Luft schneller durchströmt, im anderen langsamer, hat man in den beiden Nasenlöchern ein unterschiedliches Duftbild gegeben. Erst die gesammelten Wahrnehmungen aus beiden Nasenlöchern ergeben für uns ein stimmiges Gesamtbild. Und durch die beiden Nasenlöcher können wir sogar zuordnen, woher dieser Duft kommt. Also so ein bisschen ähnlich wie bei den Ohren. Alles in allem ist das halt mal wieder sehr schlau eingefädelt von der Evolution mit diesen 2 Nasenlöchern. Und es ist ja auch nicht nur bei uns Menschen so, sondern alle Säugetiere haben 2 Nasenlöcher. Ein paar Ausnahmen gibt es trotzdem. Weißt du, welche Säugetiere nur ein Nasenloch haben? Schreib es uns in die Kommentare.